Die Weltgesundheitsorganisation schlägt eng Epidemie vom Hantavirus aus, och wann mittlerweile puer von denen vun de Kanaren evakuierte Passagier Symptome weisen an zu Patienten gisinn. Den Hantavirus ass am Gegensatz zu Covid der Wissenschaft schon bekannt, an die aktuelle Variante kann nimmen bei intensivem Kontakt töcht Mënschen iwwerdroe gin. Mit dort waren einer Norrichten aus dem Ausland am Resümee vum Petzberz. Weiter Infektionsfälle können net ausgeschloss gehen, weil den Hantavirus eng lang Inkubationszeit huet, me so einfach wie bei Covid überdrehten sich net versichert Weltgesundheitsorganisation. Zu Paris huet eng infiziert Frau allerdings missen op eng Intensivstation brucht gin. A 40% vun de Fäll ass die südamerikanisch zu stätlich. Dem Frau Hondius huet haut Tenerife verlos an ass NRW an Direktion Rotterdam wot e sondech erwert gëtt an komplett desinfizeiert soll gin. Massiv Mobilisierung haut obenneits an der Belcht Gewerkschaften hunn zu engem Generalstreik opgeruf géint die wirtschaftlicher Sozialreformen vum Premier Bart de Wever, mat denen die Regierung probiert, die öffentlich Finanzen zu sanieren. On a un gouvernement qui avance tête baissée et qui fait fi de la mobilisation nationale. Donc on est obligé de se mobiliser tous les jours. Si on veut mettre encore la pression, c'est bien aujourd'hui qu'on doit le faire, donc c'est pour ça qu'on est tous là. De selber provozierte Krieg gegen Iran huet Washington bis well 29 Milliarden US-Dollar kascht, so de Pentagon dem Donald Trump no hängt Waffere unengseitene vor dem Offensiv kennt och weitergoen. Den Trump geif dummert an Midterms goen mat engem Benzinspreis op Rekordniveau. Mur dürften Gespräche zu Beijing mam Xi Jinping vielfachs im Iran drehen. China ass die gräis an die wichtigst Wirtschaftsrelation fir den Iraner natürlich as China och vun de wichtigsten Akteure weltweit. Eng verlängert Blockad vun der Stroos vun Hormuz geif zu enger weltweiter Rezession feieren, an de geif och dramatisch China an die USA treffen. An zu kann gëtt haut fir den 70. Filmfestival de Roten Teppich ausgeholt. Bis den 23. Mai steht Côte d'Azur am Mittelpunkt vum weltweite Film. Ënner anderen ginn Scarlett Johansson an den John Travolta Südfrankreicher Wert 22 Wirker stehen an der Kompetition vun der Palme d'Or.